Keller J. Sergeant First Class. Seriennummer 7178412. Iran, Guatemala, Kolumbien, Kroatien. Beeindruckend. Ich weiß, was Sie vorhaben, Sir, aber das funktioniert nicht. Nein, Sergeant Keller. Sie wissen doch gar nicht, was ich vorhabe. Ich bin hier, um mal aufzuräumen. Wenn Sie kooperieren. Wenn Sie jetzt durch diese Tür gehen, werden Ihre Akten sofort freigegeben. Man wird Sie verhaften und verurteilen. Sie werden doch nicht den Rest Ihres Lebens im Gefängnis verbringen wollen. Na gut, Sergeant, wie Sie wollen. Warten Sie. Was soll ich machen? Erzählen Sie mir alles, was Sie über Seventh Wave wissen. Das sind Waffenhändler. Für schweres Gerät, das ursprünglich von östlichen Geheimdiensten eingesetzt wurde. Später auch von Terroristen. Seventh Wave wurde zum Feind Nummer 1 erklärt, nachdem sie 9 Agenten der Agency erledigt hatten. Es waren koordinierte Hinrichtungen. Die Division wollte Seventh Wave mit allen Mitteln zerschlagen. Wir hatten 3 mögliche Ziele. Valencia war der Anführer, Rubin und Jewtuschenko seine Kavallerie. Wir haben die Kerle vor dem Zugriff mit 3 Teams überwacht. Ein Team unterstand mir. Der Geheimdienst dachte, die Briten, Chinesen und Israelis hätten auch Teams im Zielgebiet. Alle waren hinter diesen Typen her. Wer war der 4. Mann? Er war Söldner. Er schien damals nicht wichtig zu sein. Was lief schief? Ziemlich alles. Und somit grüß dich zurück zu einem kleinen Lückenfüllerspiel. Ich habe es ja schon mal angedeutet, 2 Stück gibt es davon auf dem Kanal in der Zukunft. Und das hier ist das zweite. Das erste, Serious Sam 3, ist das etwas längere gewesen. Black hier, das zweite, ist ein bisschen kürzer. Wir spielen aber nochmal auf dem normalen Schwierigkeitsgrad. Es gab ein kleines angespielt von mir auf dem Schwierigkeitsgrad schwer. Da hast du nur eine gewisse Anzahl an Medikits. Dann gibt es noch einen etwas größeren Schwierigkeitsgrad, der nennt sich Black Ops. Da gibt es keine Medikits, keine Heilung. Wenn ich statistisch veranlagt bin, werden wir das Spiel in der Zukunft irgendwann mal nochmal auf beiden Schwierigkeitsgraden, auf den höheren Schwierigkeitsgraden nochmal durchspielen. Richtig, aber nur dann, wenn ich statistisch veranlagt bin und mal dringend Peitschenhiebe benötige, gell? So, wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Spiel. Wie ihr vielleicht merkt, sind das schon die Silberwaffen? Keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Ist mir jetzt aber auch Wurst. Pusteblöd, Mann. Ja. Kurzer Augenblick, ich muss mich erst wieder mal ein bisschen an die Steuerung gewöhnen. Wie du siehst, das Spiel hat schon einige Jahre auf dem Buckel. Und war damals sowas in der Art wie ein Waffenporno. Also der Sound von den Waffen und der Umgebungszerstörung, ja, sucht heute seinesgleichen. Ich sag's ehrlich, wie es ist. Genau, Silberwaffen, weil ich ja den normalen Schwierigkeitsgrad ja schon mal durchgespielt habe. Die KI ist nicht unbedingt die schlauste, aber es macht Spaß, mit ihr zu kämpfen.
So. Heute seht ihr mal nur diese Mission und ich werde die Missionen einzeln angehen. Also hier jetzt Weblensk und dann die Grenze. Also es ist wieder ein eigenes Level, alles zu seiner Zeit. Nein, ich habe keine Probleme, überhaupt nicht. Was können wir jetzt schnell machen? Optionen. Nö, die Musik, das lassen wir alles so. Okay, dann kann ich den gar nicht ein bisschen einstellen. Egal. Ich werde das mit der Zeit schon hinkriegen. Wir spielen wieder auf der Xbox Series S und ja. Mensch, ich freue mich schon so. Ich freue mich schon auf die gewissen Missionen, wo es mich sicher zerreißen wird. Kurz einen Blick. So. Ich freue mich schon auf die Missionen wie den letzten Abschnitt, das Gulag oder die Irrenanstalt. Diese Missionen sind so richtig lustig. Attackuyo! Und bevor wir dann dieses Level beenden, verabschiede ich mich und in der nächsten Aufnahme rauschen wir dann über die Grenze. Genau. Die Dinge, die wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Und der Rest ist mir dann eigentlich wurstig. Pustekuchen. Mhm. Ja. Also wie gesagt, dieses Spiel verfolgt mich seit meiner PS2-Zeit. War mein erster Shooter im Übrigen. Ja, ja. Schnauze halten, Jungs und Mädels. Lade nach. Hä? Ach so. Und oben raus, was die KI oben raus aushält, das ist nicht normal. Das ist so geil. Hoppala. Ja, genau, diese KI, ich habe sie so vermisst. Und was später auch auffällig wird, ist der Soundtrack. Der ist so gut. Der ist wirklich gut. Sie kommen durch die Mauer. Durch welche Mauer? Da werde ich doch glatt sauer, wenn sie kommen durch die Mauer. RPG im Turm, 12 Uhr. Ja, ja.
Alter, dieses Sounddesign der Waffen und so weiter. Voll geil. Hallo Jungs. So, jetzt zeige ich euch mal, was ich gemeint habe vorhin zwecks zerstörbarer Umgebung. Nur eine? Schade. Und natürlich, in der Videobeschreibung verlinkt ist der Soundtrack. Wen es interessiert. Wo ist es? Ah, hier. Ja, eine Rakete hätten wir ja noch. Ich nehme lieber die Pistole mit. Macht mehr Spaß. Haben wir hier noch was? Hier ist noch Munition. Ah, die Pistole macht echt mehr Spaß. Okay, die Silberwaffen sind aber ein bisschen besser als die normalen. Auch wenn dieses Video jetzt vielleicht nur eine Viertelstunde dauert, aber das reicht schon. Die Missionen oben raus werden immer länger. Und du wirst auch feststellen, spätestens, wenn es heißt, wir sind in der Irrenanstalt oder im Gulag, was die Endmission ist, ja, dann geht's richtig ab. Dann bin ich nur mehr auf Dauerfeuer. Dann bin ich nur mehr auf Dauerfeuer. Wie gesagt, für das Spiel schon so alt ist, ist es für mich persönlich immer wieder einen Blick wert. Es ist so geil. Vom Waffensound, das Soundtrack. Achtung, 2 Ziele sind noch in der Umgebung. Ziel 4 hat eben das Gebäude westlich von Team Bravo betreten. Voll geil, voll geil. Gut, also. Wie gesagt, hier verabschiede ich mich jetzt mal. Hier Bravo, ich gehe rein. Negativ Bravo, bleiben Sie, wo Sie sind. Ich rücke jetzt vor. Und welchen Bums die Waffen haben. Das Sie ist... bleiben, wo Sie sind, Bravo. Nö, warum sollte ich? Sonst geht ja das Spiel nicht weiter. Ihr steht ja nur hier herum. Also, ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß jetzt hier an dieser Geschichte. Und in der nächsten Aufnahme geht's dann ab zur Grenze. Und das erste Mal so richtig rund. Bis zum nächsten Mal und Baba!